Russland hat nach Einschätzung von US-Geheimdiensten bereits 70% der für einen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine benötigten Truppen an die Grenze verlegt. Bereits jetzt habe Moskau 110.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert, sagten Vertreter der US-Geheimdienste. Argentinien hat beschlossen, an dem chinesischen Jahrhundertprojekt der Seidenstraße teilzunehmen und unterzeichnete dafür einen Vertrag mit China. Der argentinische Präsident Fernández traf den chinesischen Präsidenten Xi anlässlich der Olympischen Winterspiele am Sonntag. Der Kommissar für politische Fragen, Frieden und Sicherheit ADOE gab während des Gipfels der Afrikanischen Union eine Pressekonferenz. Demnach sollen ausländische Söldner Afrika unverzüglich verlassen. Der israelische Präsident Bennett sprach bei seiner Kabinettssitzung über nationale Sicherheitsfragen und über die Teilnahme des Irans an den Atomverhandlungen in Wien. Eine Einigung mit dem Iran unter den jetzigen Konditionen sei gefährlich, so Bennett. Das Regime in Pjöngjang verstößt wohl weiter gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrats und arbeitet an Atomwaffen. Sanktionsbeobachter warnen vor erneuten Atomtests. Die Speicher Europas sind nur noch zu 37% voll. Somit ist ein Rekordtief erreicht. Experten gehen davon aus, dass der Ukraine-Konflikt die Gasversorgung verschlimmern wird. In der Hauptstadt Schwedens haben Anhänger des uigurischen Ma'arif-Vereins sich anlässlich des 25. Jahrestages des Gulja-Massakers versammelt. Die Anwesenden forderten einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking.